Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Mit dieser Folge geht unsere Reise durch die Geschichte der Philosophie zu Ende, kommt an ihr endgültiges Ende und heute geht es um die Philosophie des Existenzialismus. Susanna, wie kann man denn das definieren? Existenzialismus, Philosophie der Existenzphilosophen. Was ist das überhaupt? Ja, wenn wir es grosso modo überschauen, ist es ja noch gar nicht so lange her, zumindest aus unserer Sicht. Nicht, das sind vor allem dann zwei Franzosen wichtig, aber alles in allem war das die Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, sprich die Einheitsstaatsphilosophie der Nationalsozialisten mit allem, was es gebracht hat. Ja. Und das war dieser Aufbruch natürlich von Frankreich her, wo die Tradition der Freiheit, des Selberdenkens, des etwas Aufmüpfigens sehr wohl verankert ist. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die ersten Anfänge eigentlich schon in den 20er Jahren im Denken da waren. Also so früh schon dann. Nicht? Ja. Und wahrscheinlich einfach dieses Auflehnen und wenn wir in der Kunst den Dadaismus anschauen, da hat man ja alles über den Haufen geworfen. Da war eben überhaupt nicht mehr logisch und klar, das war alles nur noch Dada. Ja. Nicht? Und das ist dann durch den Krieg, ist das natürlich, ja, durch die ganze Geschichte ist das alles unterdrückt worden und ist eben erst nach dem Krieg eigentlich wieder zum Aufatmen gekommen, dass man wieder es wagen durfte, ohne gleich Kopf und Kragen zu riskieren, etwas gegen eine institutionalisierte Staatsideologie zu sagen. Das war wahrscheinlich der Hauptpunkt als Reaktion auf das Nazitum. Es gibt nicht eine einzige Idee, die richtig ist und unter die muss alles geknechtet und gebeugt werden. Aber wie kommt es dann zum Begriff der Existenz? Warum Existenzialismus? Der Mensch, und da sind wir dann wieder in der alten Denkschule, soll, wenn er schon die Möglichkeit hat, selber zu denken, dies austun. Und der Mensch wird wieder auf seine Verantwortung als Mensch, zum Menschsein zurückverwiesen. Also es wird wieder, was man schon bei den alten Griechen findet, die menschliche Existenz in Frage gestellt. Jawohl, daher. Was ist eigentlich der Mensch? Und was sind seine Aufgaben? Und das ist ja durch die ganze Geschichte der Philosophie, finden wir diese Frage letztlich immer wieder. Wer sind wir und was sollten wir oder was sollten wir nicht? Und was dürfen wir und wo endet die Freiheit? Das sind Fragen, die sich wie einen roten Faden durch die Philosophie hindurchziehen. Jawohl. Nicht? Und da ist sicher einer dann von den Franzosen der Große geworden, wohl verschmäht von vielen. Du hast gesagt, beide, also der eine ist Jean-Paul Sartre und der andere ist Albert Camus. Lass uns mit Sartre beginnen. Er ist ja körperlich gesehen klein, aber sehr einflussreich. Deswegen nehmen wir ihn auch an der ersten Stelle. Man sagt, er sei nur 1,51 Meter groß gewesen. Das ist für einen Mann, das sage ich als Frau, natürlich schrecklich, wenn man die anderen nicht um Haupteslänge überragen kann. Auch schon damals in den 60er Jahren, oder? Und dennoch ist er, kann man sagen, die Leitfigur der französischen Intellektuellen bis heute. Nicht. Wer heute Philosophie studiert, der kommt auch an Sartre und dann auch an Camus nicht vorbei. Nicht. Obschon er klein war, kann man sagen, mit der alten Reklame, aber oho. Nicht. Er ist sehr gut gebildet. Es gibt ein Elite-Gymnasium in Paris, das er mit Bravour absolviert hat und sich dort mit Philosophie, Metaphysik, Psychologie, neu gekommen, Soziologie und Logik befasst hat
aber auch mit Musik, und zwar moderner, nicht sehr gelittener Musik, nämlich mit Jazz und die völlig neue Kunstgattung Film. Also eine Erweiterung des Spektrums, wie man es vor dem Krieg so im philosophischen Denken noch nicht kannte. Er wird dann Gymnasiallehrer in verschiedenen Gymnasien, in Le Havre, später in Paris, und dort findet er, das war noch während dem Krieg, sehr begeisterte jugendliche Anhänger, die eigentlich alle das gleiche Schicksal vor sich hatten, nämlich als junge Soldaten in den Krieg geschickt zu werden, als Kanonenfutter. Und da war er natürlich mit seinem Denken, das er auch an das kommunistische Denken anlegte, sehr, sehr willkommen bei der Jugend, weil das war was Neues. Das war der Aufbruch, das ist, ich als Mensch muss selber Verantwortung übernehmen und nicht irgendwas von oben her diktiert. Also aus der Reihe, wo lässt du denken, ich denke selbst. Ne? Ich lasse mir das nicht aufoktroyieren. Kann man das so sagen? Ja, nicht selber denken. Nicht? Und eben selbst sein, kommt ja dann in der 68er-Bewegung ganz groß, die Selbstverwirklichung. Nicht? Ich will jetzt nicht selber sein, aber bei Sartre auch dann der Verweis auf die Verantwortung. Es geht nicht nur um mich, um meine Existenz, dass ich will, was ich machen will und ich habe meine Freiheit, sondern es ist immer auch an Verantwortung gekoppelt, an das Ganze. Und er ist ja sehr offen für das Denken von Marx und Engels, von den Kommunisten jener Zeit, wird aber nicht Mitglied der Kommunistischen Partei, bleibt aber sehr offen und im Kontakt. Und er schreibt dann ein großes Werk, mit dem er eigentlich zuerst mal Furore macht, L'être et le néant, das Sein und das Nichts. Das ist noch während des Krieges, 1942 kommt das raus. Und da versucht er, und das ist auch wieder neu, die Literatur in Bezug zur Philosophie zu bringen. Und er sagt, so wie er den Menschen versteht, wieder Existenz, das Existieren, die Grundvoraussetzungen. Der Mensch an sich wird in die Welt, so wie sie ist, geworfen. Man kann sich das nicht auslesen. Man landet irgendwo und dann muss jeder und jede selbstbestimmt, verantwortlich, sich aus diesem Gebundensein von den jeweiligen Umständen hinauslösen, und dann sind wir dann wieder bei den alten Philosophen, sich zu einem besseren, höheren zu entwickeln, aber, und das ist auch bei Sartre wichtig, zugunsten des Ganzen. Das haben wir ja bei Hegel gesehen, dass da eben die Verantwortung für die ganze Gesellschaft mit dabei ist, und da kommt ja auch neu nach dem Zweiten Weltkrieg der Wissenschaftszweig der Soziologie zum Zug. Das war ja vorher eigentlich keine Wissensbranche, die man studieren konnte. Und ich erinnere mich selber noch, wer zu meiner Zeit Soziologie studiert hat, den hat man eher schief angeschaut. Der war verdächtig. Nicht, was soll das nicht? Das ist eigentlich erst in den letzten, ja, das können wir sagen, 40, 50 Jahren hat sich das dann richtig etabliert. Also für viele entwickelt Sartre ein faszinierendes System, eben auch dadurch, dass er die Verantwortung auch aufzeigt. Dass es nicht nur mich gibt, das ist wichtig, Selbstdenken, aber auch in die Verantwortung hineingenommen als Ganzes. Und deswegen hat ja seine Philosophie dann eben auch gesellschaftstragende Bedeutung und gesellschaftsverändertes Potenzial in sich gehabt. Ja, und er war natürlich dann auch verbunden mit den großen Kritiken und den charakteristischen Figuren, die man alle natürlich als links verschrien hat. Nicht? Er war zum Beispiel freundschaftlich verbunden mit Che Guevara. Nicht? Das ist dann wieder ein ganz anderer Ansatz in Südamerika. Und was bis heute zu vielen Spekulationen Anlass gibt, ist seine Verbundenheit
mit der Feministin Simone de Beauvoir, die ja erst, gut, noch nicht so lange her, 1986 ist die erst gestorben. Nicht? Und die wird ja heute immer noch wieder erforscht und in ihrem Denken ausgelotet, weil sie eine ganz pointierte feministische Art hat, die Dinge darzulegen. Also sie ist eine der großen Mitvorkämpferinnen für die Frauenrechte. Nicht? Und das gehört eben dann wieder mit zum Existenzialismus, Freiheit, französische Revolution, ja. Gleichheit, gleiche Rechte für alle, auch für die Frauen. Jawohl. Wobei Sartre sich nicht spezifisch dazu geäußert hat, das war einfach inklusive, gleiche Rechte für alle. Ja. Und das ist ja eben dann der Ansatz der Menschenrechte, der wir ja bis heute nicht umgesetzt haben. Wo wir immer noch Nachholbedarf haben. Ne? Jetzt ist es interessant, also bei Sartre ja die Philosophie und wird unter anderem die Literatur hineingenommen. Und bei dem zweiten wichtigen Vertreter, bei Camus, haben wir das ja so, den kennen und schätzen ja viele als Literat. Zum Beispiel sein aktuelles Werk, auch in dieser Zeit sehr gerne gelesen, La Peste, die Pest, wo ja geschildert wird, was passiert mit einer Gesellschaft, die hinter abgeschlossenen Toren leben muss, weil eben eine Epidemie herrscht. Und das ist dann Camus. Ja, und man kann sagen, Sartre, der ist ja erst 1980 gestorben, nicht? Der hat natürlich auch den ganzen Aufbruch der 68er nicht nur miterlebt, sondern gewissermaßen auch das Denkmaterial geliefert. Ja. Nicht? Dieser Aufbruch der 68er, und er war ja da mit dabei in den großen Unruhen in Paris, dort hat es ja seinen Anfang genommen. Ja. Nicht? Und er war natürlich dann die Hauptreferenz für die 68er-Bewegung. Ja. Und genau dazu kommt Camus, nur dass Camus 1960 bei dem Autounfall ums Leben kam. Genau. Der konnte seine Ansätze nicht mehr weiterführen. Das wäre sehr spannend gewesen, wenn er 68 dabei gewesen wäre. Wie er dann reagiert hätte, wie er gedacht hätte. Ja. Nicht? Und was noch so zu Sartre, der war ja fürchterlich verpönt, nicht? Und das war ein Scheusal in den Augen gewisser bürgerlicher Denker in Paris. Aber er hat dann 1964 den Nobelpreis bekommen für Literatur. Muss man sich mal vorstellen, was das für ein Triumph für ihn gewesen sein muss, oder? Nicht? Er, der verabscheuungswürdige linke Kommunist, der soll ein Ticket nach Moskau kaufen, aber nur einfach und dort bleiben. Nicht? Das waren so die gängigen Urteile zu jener Zeit. Und heute ist er natürlich längstens salonfähig. Und sowohl auch bei Camus kommt das mit dazu. Das ist heute Pflichtlektüre in den Gymnasien. Das ist schon fast moderne Klassik, oder? Ja. Ja. Camus hat ein bisschen anderen Werdegang. Der war sehr gezeichnet in doppelter Hinsicht. Seine Familie hatte sehr gelitten im Ersten Weltkrieg. Da waren sehr viele Tote zu beklagen. Also es war eine sehr schwierige Familiengeschichte. Und er selber war immer kränklich. Er hatte Tuberkulose und natürlich, er ist 1913 geboren, also etwas jünger als Sartre, aber zu jener Zeit war Tuberkulose ein Todesurteil, so oder anders. Nicht? Und man konnte sie nur schlecht behandeln. Das Einzige, was man wusste, ist Ruhekliniken zum Ausruhen und Luftkuren. In der Schweiz? In der Schweiz, bestenfalls natürlich. Montana und anderswo nicht. Aber eine richtige Behandlung gegen Tuberkulose gab es eigentlich nicht. Ja. Und er war schon als Kind sehr kränklich, konnte mit Ach und Weh, nicht wegen seinen geistigen Fähigkeiten, sondern einfach gesundheitlich die Gymnasialzeit abschließen und wurde dann zuerst als Erholung, das wusste man nicht besser zu jener Zeit, nach Süden in Frankreich geschickt und von dort ging er dann hinüber nach Algerien. Damit er einfach warmes Wetter hatte, das neblige, kalte Paris war nichts
also in den Süden an die Wärme, an die Sonne. Und da wird er dann ganz konkret infiltriert, kann man sagen, nicht nur von der Tuberkulose, sondern vom Bacillus des algerischen Aufstandes, also der Aufstand der Araber. Dort ist er dann hautnah mit dabei. Und damit kommt das ganze Denken, das ja sehr im Schwung war, nicht gleiche Rechte für alle, Ansatz der Menschenrechte, Kommunismus, alle sollen von allem profitieren können, das hieß auch gleiche Rechte für die Araber. Und es gab ja auch viele Franzosen, die in Algerien lebten, und da war der ganze algerische Krieg, der dann kam. Geboren dort wurden? Ja, nicht? Das waren die Pieds Noirs, genau. Und die wollte man nicht haben in Frankreich, nicht? Das ist dann noch ein sehr, sehr bürgerliches Frankreich. Ja. Und dann diese Aufständischen und dann dieser Camus, der da noch philosophisch mitdachte und das sehr gut begründet den anderen mitteilen konnte, vor allem der Jugend, dass eigentlich Rechte für alle da sind. Das war wohlgelitten in Paris und in Frankreich, schließlich war ja die französische Revolution da am Anfang, aber ob das auch für die Algerier dort unten gelten sollte, das ist noch eine andere Frage. Nicht? Das ist dann wieder eine schwierige Geschichte, wo auch bis heute Frankreich darunter leidet. Nicht? Die Banlieue, wo all diese Leute heute leben, die immer noch nicht gleiche Rechte haben, auch wenn es auf dem Papier steht, aber sie werden einfach an den Rand gedrängt. Das noch nicht aufgearbeitete, vollends aufgearbeitete koloniale Erbe eines riesigen Kolonialreichs. Nicht? Und dass eben nicht die Europäer die weiße Vorherrschaft haben, haben wir ja diesen Sommer dann in Amerika auch wieder gesehen, das sitzt schon noch in den Köpfen. Ja. Und das ist jetzt 70 Jahre her, aber das ist noch längst nicht weg. Und Camus tut natürlich auch Kulissen seiner Literatur, seiner Romane, ist auch gerne eben das nördliche Afrika, ist Algerien, ist zum Beispiel bei der Pest, das spielt ja auch in Nordafrika. Das hat ihn schon sehr, sehr geprägt. Ja, und er nimmt natürlich die Grundgedanken des Existenzialismus mit auf. Nicht? Nimmt aber dann neu, das finden wir dann auch plus minus gleichzeitig bei Ionescu, das Absurde mit hinein. Das ist dann wieder eine neue Linie im Denken, es ist eigentlich alles absurd. Das geht dann über Sartre hinaus, die mir die Verantwortung so wichtig war, jetzt kommt noch das ins Spiel. Nicht? Und es gibt, und was wir ja auch schon bei Sartre gesehen haben, der sich mitunter sehr satirisch geäußert hat. Und gewisse Dinge auch aufgespießt hat, aber auch sehr wohl philosophisch durchdacht. Nicht? Und bei Camus finden wir das auch ein Stück weit, vor allem einfach, dass er sagt, letztlich ist es die Frage nach dem Sinn. Nicht? Und auch er beeinflusst, vor allem einfach dann als Literat, die Gesellschaft, weil über die Pest, da kommt man nicht hinweg, das ist heute Weltliteratur. Und auch er hat dann erst etwas später, 1947, auch den Literaturnobelpreis bekommen. Nicht? Und das ist natürlich für die Rechten in Frankreich ein Doppelschlag. Das war eine bittere Pille. Nicht? Weil Camus war genauso wie Sartre, das war das rote Tuch. Und rot auch im Sinn von kommunistisch. Hütet euch vor denen. Aber sie haben alle beide schon das Denken bis heute geprägt, wurden dann auch übersetzt ins Deutsche, wobei nach dem Krieg das ein ziemlich gespanntes Verhältnis war, weil der Krieg saß den Leuten noch in dem Nacken und auch wenn viele deutsche Philosophen gleichzeitig in die gleiche Richtung dachten, die hatten große Mühe, sich durchzusetzen, weil der Krieg war noch zu nahe. Ja. Die ganzen Fragen von Nationalsozialismus und dieses Auseinanderdriften von Dasein für alle gleich Kommunismus und Herrschaftsdenken auf der anderen Seite, was ja dann auch im Kalten Krieg einfach, um mit Camus zu sagen, ad absurdum
getrieben wurde. Ja. Nicht? Und das sind ja Fragen, die sind bis heute noch nicht aufgearbeitet. Nicht? Auch wenn man sagt, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, wir sehen andere Probleme, aber die Auseinandersetzung von Kommunismus und Kapitalismus, die ist bis heute aktuell und das ist überhaupt noch nicht ausgegoren, wie das weitergehen soll. Jetzt gibt es ja als neueste französische Bewegung, sind diese Apokalypsen-Leute, die den Weltuntergang beschwören, nicht die Welt an sich, der Mensch wird bleiben, die Welt wird bleiben, aber sowohl der Kommunismus wie der Kapitalismus werden untergehen. Also ein neuer dritter Weg. Plötzlich kommt eine neue Linie, ob die wieder verschwinden, wie sie gekommen sind, weil sie wirklich Weltuntergangspropheten sind, auch im Stromfall von der Klimadiskussion. Da tut sich plötzlich wieder was Neues auf und wieder sind es die französischen Intellektuellen. Ja. Ob sie sich halten werden, das weiß man nicht. Aber irgendwie sind die Leute im Übergang, man ist in einer Krisenzeit, alles ist Krise heute, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Corona-Krise. Wie wird die westliche Gemeinschaft das überstehen? Wie weit kommt Asien neu dazu? Da sind wir völlig in der Aktualität und auch in der Politik. Die Auseinandersetzung von Kommunismus, Kapitalismus scheint sich selber überholt zu haben, weil neue Fragen anstehen. Wir sind in der Jetztzeit angekommen, Susanna. Ich muss sagen, ein riesiges Dankeschön, ein riesigen Respekt vor dir auch, dass du hier diese Herkulesarbeit auf dich genommen hast, die Geschichte der Philosophie von der Antike, von Anfängen bis heute mit mir zusammen zu betrachten und deine Fähigkeit als Lotsin auf dem großen Wissensmeer hat mich sehr beeindruckt und beeindruckt mich. Gestattest du mir noch eine letzte Frage? Wie siehst du denn die Zukunft der Philosophie? Wird es weiter Philosophie geben? Wird die Philosophie vielleicht durch die Psychologie abgelöst? Das wäre meine letzte Frage. Wie siehst du das? Ja, was ist Philosophie? Ich hatte eine Klassenkameradin im Gymnasium, anno dazumal, die wollte Philosophie studieren. Und dann hat man sie gefragt, ja, aber was machst du denn da? Das war eine typische Frage, ja? Was soll das? Ja, das ist doch völlig brotlos, da kannst du nichts mit anfangen, Philosophie zu studieren. Wobei natürlich heute Philosophie nicht mehr das ist, was sie früher war. Zu Ungunsten der Branche muss man sagen, schon bei den alten Griechen war ja Philosophie der Versuch, mit möglichst viel Erfahrung und Wissen die Welt und den Menschen zu begreifen. Genau. Und man hat in der jeweiligen Umwelt mit dem, was zur Verfügung stand, irgendeine Richtung eingeschlagen. Und das war ziemlich allumfassend. Philosophie war eigentlich so der Überbegriff von allen Geisteswissenschaften. Und heute haben sich diese Geisteswissenschaften einzeln verselbstständigt und sind eigentlich eigene Wissensgebiete geworden. Du sagst die Psychologie, das ist ein großes Beispiel, geht zurück mit der Aktualität auf Freud, der das mal richtig da unter die Leute gebracht hat, zur Diskussion gebracht hat, ob schon heute für viele Freud überholt ist. Auch schon wieder überholt, ja. Aber das war mal einfach eine neue Richtung, gekoppelt mit der Medizin. Das war das Neue an der Psychologie. Nicht? Aber dann gibt es auch viele andere, ich habe schon gesagt, die Soziologie, das ist auch was Neues. Also der Mensch im Verhältnis zur Gesellschaft und zu den Strukturen in der Gesellschaft. Gibt es Leute, die haben null Chance. Es ist ja schön, philosophisch zu verkünden, gleiche Rechte für alle. Aber wenn Leute in einem Umfeld leben, in Strukturen, die ihnen das überhaupt nicht ermöglichen, dann muss man einen anderen Ansatz haben zum Denken. Und darüber hinaus, auch die Ethik. Ja, große ethische Frage, ne? Oder? Und das ist ja heute dieses gleiche Recht für alle,
ist ja eigentlich das, was ursprünglich in der Arbeiterbewegung die Sache der Sozialisten dann war, die gemäßigten Kommunisten, nicht? Eben die Sozialisten, also die haben die Gesellschaft im Auge. Und heute sind ja die damaligen Rote längst alle rosarot, nicht? Aber die Fragen sind geblieben, nicht? Wie können wir gerade jetzt mit der ganzen Digitalisierung, wie können wir den Menschen seine Arbeit erhalten, eine sinnvolle Arbeit? Das sind die neuen Fragen. Nicht? Und dann, ich habe gesagt, Psychologie, Freud hat das mit der Medizin gekoppelt, da kommen all die neuen philosophischen Fragen in der Medizin. Wir können so viel. Nicht? Der Mensch ist ja auch ein Ersatzteillager für andere. Und deswegen habe ich die Ethik eben ins Spiel gebracht. Das ist dann eine völlig neue Form der Ethik, wo wir drüber nachdenken sollen. Das ist nicht mehr wie bei Kant das Pflichtbewusstsein von der guten Sitte, sondern das sind plötzlich ungeahnte Möglichkeiten in der Medizin. Und da stellt sich dann schon die Frage, was machen wir da mit dem Menschen? Genau dasselbe ist auch, der Mensch hat den Himmel verloren. Im Mittelalter war das klar. Da war oben der Himmel, der liebe Gott, und das war schön und gut. Wir waren auf der Erde, das war nicht so gut, und unten war die Hölle, da sollte man tunlichst nicht reinkommen. Nicht? Aber oben, wenn man dann im Himmel ist, dann sind alle Fragen gelöst, dort ist alles schön und gut. Das geht nicht mehr. Der liebe Gott, der sitzt nicht mehr im Himmel. Wir sind ins Weltall geflogen und das ist ein völlig radikales Umdenken. Wir surren irgendwie da in unserer kleinen Milchstraße unter zigtausend anderen Milchstraßen durchs Weltall. Also der Himmel, den gibt es nicht mehr im klassischen Sinn als Ort der Sehnsucht und der Lösung aller Probleme. Also da muss sich auch die Ethik neu orientieren. Und auch die Frage, egal in welchem Wissenschaftsbereich, dürfen wir all das machen, ausführen, oder müssen wir uns an Grenzen halten? All das, was wir können oder könnten. Nicht? Und das ist eine riesige Frage heute in der Gesellschaft, weil es praktisch alle Lebensbereiche durchdringt. Ist alles, was möglich ist, auch sinnvoll? Wo sind die Grenzen? Nach welchen Kriterien? Wo holen wir die Kriterien? Was ist der Mensch? Das sind dann eben die Fragen der theologischen oder der philosophischen Ethik. Wir sprechen über die Philosophie. Ich stelle fest, die Philosophie hat und wird auch in Zukunft noch ein großes Aufgabenfeld haben, allein in der Ethik. Da gibt es viel zu durchdenken, viel zu besprechen, und ich denke, die Philosophie wird sich nicht in die Psychologie auflösen, sie wird weiterhin ihr Recht und ihren Bestand haben. Kann man das so sagen? Was sicher wichtig ist, vom philosophischen Denken hinüber in die anderen Naturwissenschaften und alle anderen Disziplinen zu übernehmen, ist, da können wir zu Kant zurückkommen, das saubere, klare Denken. Überlegen, er hat alles schön in seine Schublädchen gesteckt, in seine Kategorien. So können wir heute nicht mehr denken, denn ja, im Zeitalter der Atomphysik sind wir eher bei den alten Griechen, die sagen Pantarei, alles fließt, alles ist in Bewegung. Aber wir kommen nicht umhin, exakt zu denken und in Frage zu stellen. Medizin ist nicht der Selbstzweck, auch wenn wir den Menschen genetisch entschlüsselt haben und mit der Schere einige Genstränge da rausschneiden können und einen neuen Homunculus bilden können. Das sind Horrorvisionen, das ist klar, aber es ist möglich. Also wir brauchen neue Leitlinien, und da kommt der Philosophie, jetzt im alten griechischen Sinn vom Wort, der Liebe zur Weisheit, ein ganz neuer Stellenwert zu. Da sind wir nach wie vor gefordert, unser heutiges Leben mit all den Möglichkeiten, Krisen und Schwierigkeiten kritisch zu durchdenken. Susanna, was für ein fantastisches Schlusswort. Ich sage dir merci vielmals und bei einer anderen Gelegenheit auf Wiedersehen. Gerne wieder.